Illusorische Vertröstung, ewiges Leben. Es gibt so ein berühmtes Lied. Wer kennt folgende Melodie? Was haben wir hier? Imagine von John Lennon. John Lennon, 1971 geschrieben. Ein interessantes Lied, das genau diese Frage aufnimmt. Weil es hält fest, was viele Menschen denken. Nämlich so dieser Gedanke, liebe Christen, eure Idee mit dem ganzen Himmel und so weiter, das ist eigentlich völlig unnötig. Es ist irgendwo völlig fern. Es bringt nichts, es ist eigentlich Illusion, vielleicht eine Vertröstung irgendwie an eine bessere Welt, die gar nicht nötig ist. Ich habe kurz diesen ersten Strophe hier als Text mitgenommen. Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Es geht dann noch weiter. Also stell dir vor, es gäbe keinen Himmel oder Himmelreich. Im Englisch ist das ja noch cool. Es gibt ein Wort für Heaven, den göttlichen Himmel, und ein Wort für den sichtbaren Himmel, den Sky, oder? Auf Deutsch gibt es das nicht. Also stell dir vor, es gäbe diesen Himmelreich nicht. Komm, es ist doch gar nicht so schwer. Es wird gerade missioniert für diese Gedanke. Es gäbe keine Hölle unter uns und über uns wäre einfach nur der sichtbare Himmel. Stell dir vor, die Menschen leben nur im Hier und Jetzt. Und so geht es dann durch das ganze Lied, wird eigentlich dieser Gedanke aufgenommen und weitergegeben. Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz, dann würde niemand streiten und so weiter. Stell dir vor, es gäbe keine Religion, dann gäbe es auch keine Kriege mehr. Und weiter geht's und weiter geht's. Ich habe dann gedacht, schon interessant, eigentlich sagt er, es soll keine Religion geben und stellt aber gleichzeitig auch eine auf. Andere Leute haben auch kritisiert, dass er mit Millionen lebt und von keinem Besitz spricht und so weiter. Aber es geht nicht um Kritik am Lied, sondern um diese Gedanken, die hier aufgenommen werden, oder? Und das ist nicht nur 1971 so, sondern auch heute. Die ganze Idee mit dem Himmel und mit der Hölle und so, das ist doch eine Illusion. Das ist irgendein Gedanke, den man sich macht. Irgendwie für die Leute, denen es nicht so gut läuft im Leben, oder? Die brauchen das. Aber eigentlich bräuchte man das nicht. Man soll doch im Hier und Jetzt leben. Das ist das, was wir haben. Gedanken, die heute auch sehr verbreitet sind. Illusion, ewiges Leben, einfach nur eine Vertröstung. Dazu, bevor wir in den Text hineingehen, habe ich auch ein Experiment vorbereitet. Das brauche ich jemand Freiwilliges, der bereit ist, hier ein Experiment vor allen Leuten und im Livestream auszuführen. Wer kommt nach vorne? Wer ist mutig? Ja, sehr gut. Danke sehr. Wir haben hier einen Gegenstand. Und einen Stab. Du musst jetzt den hineinstecken, genau, egal von welcher Richtung, maximal irgendwie so viel. Ja, irgendwie. Okay, und jetzt versuch einmal, diesen Gegenstand auf diesem Stab aufzustellen. Ja, nicht, ja? Ja? Vielleicht musst du mal loslassen. Tischtuch nicht kaputt. Nein, das gehört nicht dazu. Tischtuch nicht kaputt machen. Okay, wir machen es ein bisschen einfacher. Jetzt sollte es ja gehen. 2 Stäbe. Ja, das ist richtig, aber es steht nicht. Es steht nicht. Steht nicht. Es muss in der Luft sein. Ja, so. Ein bisschen Unterstützung, kommt schon. Darf ich eine brechen? Er wird kreativ, er will einen brechen, aber ich bringe einen dritten.
Danke vielmals. Experiment gelungen. Das wird auf deinen Platz. War plötzlich ganz einfach, hä? Also ihr seht, so, wenn ich rufe, so viel Mut braucht es nicht für meine Experimente. Fürs nächste Mal. Okay, wir gehen heute jetzt in diesen Text hinein. Johannes schreibt genau darüber. Ist das Ganze mit dem Himmel nur eine Illusion? Und auch diesem Bild werden wir wieder begegnen. Wir lesen Text in 1. Johannes 5. Wir haben letztes Mal gelesen bis Vers 5 und Johannes nimmt ja immer die gleichen Fäden wieder auf. Deshalb will ich auch noch diesen letzten Vers nochmals lesen, damit wir gleich diesen Faden mit Johannes aufnehmen können. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über diesen Sieg in Jesus Christus, den wir haben können, weil Jesus Christus der Überwinder ist und der Sieger ist. Und dort geht es jetzt heute weiter. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also Johannes endet in diesem Vers 5 mit dem Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und jetzt fängt unser Text von heute an, ab Vers 6. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, dass er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinem Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist dieser Text von heute. Wir schauen mal, was da eigentlich genau steht. Im Vers 6 steht von diesem Jesus. Und jetzt betont Johannes, dass es dieser Jesus ist, der gekommen ist. Wir haben auch schon davon gesprochen, von Jesus im Fleisch gekommen. Das kommt immer wieder vor im Johannesbrief. Also Johannes ist offensichtlich wichtig, dass wenn wir einen Glauben haben an Jesus, wenn wir sagen, doch, ich will Christ sein, dass wir wissen, dass dieser Glaube nicht nur irgendwo im Kopf stattfindet, irgendwie hypothetisch ist oder irgendwie so, sondern dass er sich real ereignet hat. Dass er betont, dieser Jesus, er ist wirklich gekommen. Und Johannes hat Jesus ja erlebt. Derjenige, der das geschrieben hat, hat Jesus mit eigenen Augen gesehen, war mit ihm unterwegs, war mit ihm zusammen und hat das alles ganz hautnah erlebt und sagt jetzt, Leute, es ist wirklich passiert. Es ist ein historisches Ereignis, das im Lauf dieser Weltgeschichte vorgekommen ist. Also er macht es fest, nicht irgendwo im Herzen und im Kopf, im Gefühl, sondern er sagt, es ist festgemacht an Dingen, die sich real ereignet haben. Und jetzt sagt er, gibt es so zwei zentrale Ereignisse. Das erste ist, er ist durchs Wasser gekommen oder im Wasser gekommen. Und so wie wir diesen Text lesen, haben wir das Gefühl, dass sich dieses historische Ereignis, worauf sich Johannes hier bezieht, dass das unumstritten war. Und wenn wir ins Leben von Jesus schauen, gibt es vor allem ein Ereignis, wo Jesus durchs Wasser gegangen ist. Hat jemand eine Idee? Die Taufe, genau. Ist Jesus zum Jordan gegangen und hat sich dort tatsächlich taufen lassen, ist durchs Wasser hindurchgegangen quasi, könnte man sagen. Also Johannes bezieht sich hier auf dieses historische Ereignis, das er vielleicht sogar selber gesehen hat, viele andere Menschen, dass Jesus sich hat im Jordan taufen lassen. Hoffentlich war das Wasser damals schön sauber. Und dann ein zweites Ereignis, das war offensichtlich umstrittener, nicht nur im Wasser, sondern auch im Blut. Er betont es da mehrmals. Und es gibt auch so ein zentrales Ereignis im Leben von Jesus, wo das Blut von Jesus eine absolut zentrale Rolle gespielt hat. Was war das?
Das Kreuz, wo Jesus sein Blut vergossen hat, genau. Und wir merken sofort, dieses Thema vom Kreuz, wo Jesus gestorben und auferstanden ist, das ist viel umstrittener. Das ist ja bis heute so. Ich weiß nicht ganz genau, wer so die Gegner waren von Johannes, gegen die er hier argumentiert. Einige sagen, das waren so Juden. Und für die Juden war es ja wirklich unvorstellbar, dass der Messias, der Gott selber, ohnmächtig am Kreuz stirbt. Also bis heute eigentlich für viele Juden unvorstellbar. Vielleicht waren es aber auch andere Leute, Gnostiker, eine sehr verbreitete Sekte damals, die haben gesagt, ja, Jesus hat schon gelebt. Aber so der göttliche Geist oder so, das war bei der Kreuzigung alles schon weg. Es ist nur der Mensch Jesus gestorben, aber das Göttliche war da nicht mehr dabei. Ähnlich auch, wie wir heute viele Gedanken finden. Jesus war ein guter Mensch, ein großer Philosoph, irgendwie hat spannende Gedanken gebracht, aber war einfach ein Mensch, der da am Kreuz gestorben ist. Und es ist tatsächlich so, dass ja diese Auferstehung sehr umstritten ist, bis heute. Kann man sogar sagen, in der professionell betriebenen Theologie, in der Universitätstheologie wird ja gerade zum Beispiel die Auferstehung von Jesus sehr häufig bestritten oder abgelehnt sogar. Und ich finde es aber trotzdem spannend, dass offensichtlich viele Professoren merken, dass sich genau hier hat das wirklich stattgefunden, dass sich hier etwas ganz Zentrales abspielt. Ich habe gerade diese Woche in dieser christlichen Zeitschrift, im IDEA, gelesen, da ist von einer Tagung die Rede, wird erzählt, die an der Universität Freiburg stattgefunden hat, zu diesem Thema Auferstehung. Da sind neuerdings die Freikirchen, das sind wir, auch im Patronat. Da steht Neudruck der Freikirchenverband, das Forum mit. Thomas Eckenberg vom Vorstand. Von dieser Konferenz gehen positive akademisch-theologische Impulse aus, die wir in den Freikirchen brauchen können. Fundierte Theologie, christozentrisch, bibel- und bekenntnisnah. Die Referenten, also all diese Professoren, die da gekommen sind, haben die leibliche Auferstehung Jesu klar bezeugt. Das freut mich. Das ist also offensichtlich nicht selbstverständlich, aber eine spannende Dynamik. Und da werden verschiedene diese Impulse zusammengefasst. Jemand schreibt, die Auferstehung ist eine Kränkung des modernen Selbstverständnisses. Oder imagine there's no heaven und so weiter. Sie lässt sich nicht in die bestehende Wirklichkeitsvorstellung pressen, sondern ist der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Oder jemand anderer hat darüber geredet, am Ostermorgen brach die Zukunft in die Gegenwart ein. Doch die leibliche Auferstehung des Messias, Jesus, mit ihrer Sprengwirkung und der Fülle des neuen Lebens wurde und wird bestritten, umgedeutet und verlacht. Das Forum vom 26. bis 28. Juni an der Uni Freiburg suchte Zugänge zu schaffen zur Realität des auferstandenen Herrn und sie zu seiner Ehre zu reflektieren. Ich finde das hochinteressant, dass es auf universitärem Niveau offensichtlich wie eine Bewegung gibt, dass viele Professoren, Leute sagen, hier beim Blut, bei diesem Punkt entscheidet sich so vieles. Ist das ein reales historisches Ereignis oder nicht? Und jetzt sagt Johannes, diese zwei historischen Ereignisse, die wurden vom Geist der Wahrheit bezeugt. Ist ja spannend, oder? Wenn wir vom christlichen Glauben reden, reden wir über etwas, das nicht von dieser Welt kommt, von der himmlischen Welt, etwas Übernatürliches, etwas, was wir nicht naturwissenschaftlich beweisen können. Und es gibt Dinge, die kann man nicht naturwissenschaftlich beweisen. Dann braucht man halt Zeugen, die etwas bezeugen. Wir gehen ja auch irgendwie vor das Gericht oder so, da braucht man ein paar Zeugen und je aussagekräftiger oder zuverlässiger diese Zeugen sind, desto sicherer ist man, dass sie auch die Wahrheit sagen. Und jetzt schreibt Johannes, es gibt diesen Heiligen Geist, der genau diese zwei Ereignisse bezeugt. Wir lesen mal in Matthäus 3, wie hier diese Taufe vom Heiligen Geist bezeugt wird. Matthäus 3,16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Also im Moment von der Taufe von Jesus hat der Heilige Geist sich sichtbar für die Leute, die da waren,
gezeigt und genau dieses Ereignis bestätigt, dass da etwas passiert, was übernatürlich ist. Und auch wenn wir das zweite anschauen, im Blut, auch da war der Heilige Geist wirksam. Dieser eine Vers finde ich so spannend. Vater, da sagt Jesus am Kreuz, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Das ist natürlich der Lebensgeist im ersten Moment gemeint. Jesus stirbt und sein Leben übergibt er in die Hände des Vaters. Aber der Geist von Jesus ist ja auch der göttliche Geist. Also offensichtlich soll auch dieser Geist irgendwie bewahrt werden, durch den Tod hindurch. In Hebräer 9, Vers 14 wird geschrieben, wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Erfüllt vom ewigen Geist ist das gewaltige Geschehen, was am Kreuz geschehen ist. Also der Heilige Geist bezeugt es, indem er real in dem Moment, wo diese Ereignisse stattfinden, mitwirkte, übernatürlich gewirkt hat. Und jetzt fährt Johannes seine Argumentation weiter und sagt, denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Also er sagt, jetzt sind nicht nur zwei Ereignisse und ein Zeuge, sondern jedes für sich ist ein Zeuge, der uns bezeugt. Müssen wir hinschauen, sind diese drei Zeugen wirklich überzeugend? Dann können wir mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, okay, dann ist es schon recht hieb- und stichfest, das Ganze. Und er beginnt jetzt mit dem Heiligen Geist, oder? Wir haben gesehen, der ist in diesen Ereignissen am Wirken. Aber es ist ja noch viel mehr, der Geist der Wahrheit. Wenn Johannes über den Geist der Wahrheit spricht, spricht er, dass auch der Geist in uns bewirkt, dass wir die Wahrheit erkennen. Und jetzt hatte es damals diese Menschen, Johannes und andere Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Die haben das alles gesehen. Und der Heilige Geist hat in ihnen gewirkt, dass sie mit der Zeit verstanden haben, was da wirklich passiert. Dass tatsächlich der Sohn Gottes ans Kreuz geht und ohnmächtig stirbt. Beladen mit unserer Schuld und Sünde, mit der Schuld und Sünde der Welt. Und sein Blut vergießt an unserer Stelle. Und dass er aber auch aufersteht. Dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und der Heilige Geist bewirkt in ihnen, dass sie es verstehen. Und da gibt es noch viele andere Menschen, die waren nicht dabei. Die haben davon gehört und gelesen und merken, doch, es stimmt. Irgendwie passt das wirklich zusammen. Es funktioniert. Und es könnte man sagen, ja gut, wenn ein Mensch kommt und sagt, ja, der Heilige Geist bezeugt in mir, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, könnte man denken, vielleicht ist er ein Spinner. Und wenn zwei Menschen kommen und das sagen, könnte man sagen, ja, vielleicht führen sie etwas im Schilde, sind Betrüger oder so. Aber wenn wir überlegen, wie viele Menschen, das müssen Milliarden von Menschen sein, die das bezeugen, vom Heiligen Geist überzeugt, dass das die Wahrheit ist das plötzlich eine ganz laute Zeugenstimme, die da ruft. Der Heilige Geist. Und da merken wir, dass das Ganze ja nicht nur gesehen und weitererzählt wurde, sorgfältig, sondern dass es dann auch aufgeschrieben wurde, dass der Heilige Geist dazu angeleitet hat, diese Ereignisse zuverlässig zu überliefern. Und es ist ja spannend, dass gerade die Taufe in allen 4 Evangelien, in allen 4 Berichten von Jesus vorkommt. Alle 4 schreiben von dieser Taufe von Jesus. Und alle 4 und noch viele mehr Stellen sprechen davon, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, gestorben und auferstanden ist. Also der Heilige Geist bezeugt das auf vielfältige Art und Weise. Und Johannes sagt, es ist das Wasser, das ist der zweite Zeuge. Wir schauen dieses Ereignis, was hier passiert ist, historisch, und das Blut ist der dritte Zeuge. Und es sind 3 Zeugen, wenn die übereinstimmen, dann steht das Ganze nicht auf wackeligen Beinen, sondern auf einem guten, stabilen Fundament, auf stabilen Pfeilern. Das hält, das wackelt nicht, das fällt nicht mehr um. 3 Zeugen, die sind zuverlässig. Schon im Alten Testament wurde ja gesagt, wenn man etwas vor Gericht bringt, 2 Zeugen sind okay, aber 3 sind super. 5. Mose 19,15, auf 2er Zeugenaussage oder auf 3er Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Also Johannes argumentiert nicht nur 1 oder 2 Zeugen, sondern es sind 3 Zeugen. Dann fährt er noch weiter, er sagt, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen,
sind wir häufig darauf angewiesen, oder? Wir hören, was die Menschen sagen, überlegen uns, stimmt es oder stimmt es nicht? Und manchmal halten wir es für zuverlässig. Aber wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Also jetzt sagt Johannes, wir haben nicht nur diese 3 Pfeiler, auf denen dieser Gegenstand steht, sondern das Zeugnis von Gott höchstpersönlich kommt noch dazu. Der Allmächtige, der sich offenbart hat, bestätigt diese 3 Zeugen auf übernatürliche Art und Weise. Und es ist auch spannend, wenn wir in diese Ereignisse wieder hineingehen. Wir gehen jetzt wieder zur Taufe. Da heißt es dann im Vers 17, wenn wir dort weiterlesen, und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Leute, die dabei sind, die das miterleben, hören plötzlich eine Stimme vom Himmel. Wir wünschen uns ja manchmal, oder, dass der Glaube irgendwie grifffest und sichtbar wird. Und Johannes sagt, Gott hat sich laut und deutlich geäußert, übernatürlich, ein Wunder. Und hat noch dafür gesorgt, dass es uns zuverlässig überliefert wird. Also Gott stellt sich zu dieser Taufe dazu und sagt, dieser ist wirklich mein Sohn, der göttliche Sohn, der jetzt in diese Welt hineingeboren wurde. Und auch wenn wir dieses zweite Ereignis, ich habe den roten Punkt auch wieder hier dazugenommen für das Blut, wenn wir da schauen, es gibt ganz viele Bibelstellen. Ich habe die Kai gefragt, sie hat in einer Sekunde 25 Bibelstellen herausgesucht, eine Liste gemacht, ich habe die auch im Handout aufgeschrieben, es ist noch spannend, was da alles rauskommt. Und eine Bibelstelle möchte ich euch vorlesen, wo das so bezeugt wird, wie Gott sich zu diesem Kreuzesgeschehen gestellt hat. Römer 6, Vers 4, kommt auch die Taufe vor, wird die Taufe argumentiert, oder? Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Untertauchen. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, wird dann da weiter argumentiert, wird man bei der Taufe auch mit Jesus in der Auferstehung verbunden, wenn man aus dem Wasser herauskommt. Er schreibt hier, wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde. Also Gott hat sich zu diesem Geschehen dazu gestellt, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und Jesus ist dem Menschen begegnet, sie haben ihn gesehen. Die Jünger waren ja völlig verwirrt am Anfang und als sie ihm begegnet sind, als sie ihn berühren konnten, als sie mit ihm gegessen haben, als sie seine Worte gehört haben, haben sie gemerkt, er ist ja leibhaftig wieder auferstanden. Es ist ja wahr. Und das hat die gewaltigste Dynamik, die gewaltigste Bewegung auf der Welt überhaupt aufgelöst, die bis heute anhält. Also Gott hat sich zu diesen Zeugen dazugestellt. Er hat sein Zeugnis dazu gegeben. Und jetzt sagt Johannes, okay, wenn wir diese Zeugen haben, wenn wir das anschauen, wenn wir diese klare eigentlich Beweisfolge deutlich verfolgen, dann ist das eine Einladung und eine Ermutigung für uns, dass wir dieses Zeugnis annehmen. Dass wir sagen, doch, das ist tragfähig. Darauf will ich mein Leben bauen. Ich will mich auf diesen Jesus verlassen. Ich will ihm vertrauen. Vertrauen und Glauben sind im Altgriechischen die gleichen Wörter. Ich glaube diesem Jesus, ich vertraue ihm, ich vertraue diesem Zeugnis. Ich setze mein Leben darauf. Ich halte das für zuverlässig. Oder umgekehrt gesagt, wenn sogar Gott ja sein Zeugnis dazu gibt und ich sage, nein, das stimmt nicht, ich glaube diesen Zeugen nicht, ich halte die für falsch, dann sage ich ja damit, dass das Zeugnis von Gott falsch ist. Oder mit anderen Worten, dass er ein Lügner ist. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir selber uns fragen können, wo wir stehen. Ist für mich so diese Reihenfolge von Johannes, die er hier uns aufzeigt, von dieser Zeugenschaft, ist das für uns eine Ermutigung. Freuen wir uns, sagen wir, doch genau das ist mein Glaube, an dem halte ich fest und ich will mir bewusst sein, es ist nicht nur etwas im Kopf oder im Gefühl oder so, sondern wir haben handfeste historische Belege und Auswirkungen, die wir nachverfolgen können, die das zuverlässig belegen. Oder vielleicht manchmal sind wir im Glauben an Jesus unterwegs, aber wir zweifeln an ganz vielem. Wir haben das Gefühl, wir spüren es irgendwie nicht. Oder Jesus ist ja weit weg, oder wie ist das alles? Dann darf das eine Ermutigung sein, zu sagen, doch, mein Glaube ist nicht an meinem Gefühl aufgehängt. Mein Glaube ist nicht irgendwie an meinem Empfinden aufgehängt, wie nahe oder fern Gott ist, sondern ich mache meinen Glauben fest an diesen 3 Zeugen,
an diesem Zeugnis, das ich habe, an diesen Begebenheiten, die passiert sind, die zuverlässig überliefert sind, an dem, was Jesus getan hat. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ja, das Ganze mit Jesus, das ist mir schon so sehr weit weg. Bis jetzt habe ich immer gedacht, nein, das kann nicht sein. Du möchtest vielleicht ganz neu überlegen, ein bisschen nachforschen, mehr herausfinden. Ist das wirklich tragfähig? Verhält das? Selber mal die Bibelstellen nachlesen vielleicht. Zu schauen, was der Heilige Geist auch in dir, vielleicht weckt er diesen Glauben in dir, dass es verhält. So schreibt Johannes dann weiter in Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Wir sind gestartet mit dieser Frage. Illusorische Vertröstung, ewiges Leben. Jagen wir da irgendwie einem Hirngespinst nach? Johannes sagt nein. Und er sagt sehr entschieden nein. Er sagt, es gibt reale Belege dafür. Rufe diese Zeugen herbei, hör sie an und entscheide dann, fälle ein Urteil selbst. Deshalb würde Johannes sagen, das Ganze mit dem ewigen Leben, mit dem Glauben an Jesus, mit dem neuen Leben, das er schenkt, das hat sehr stichhaltige Beweise. Und deshalb ermutigt er die Leute dann auch, an diesem festzuhalten. Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also er sagt, Leute, ihr habt dieses Zeugnis gehört und ihr habt es ja angenommen. Ihr habt diesen Jesus angenommen, ihr habt dieses Zeugnis in euch. Dann dürft ihr euch auch sicher sein, dass ihr das neue, ewige Leben habt. Und offenbar war das für die Menschen damals sehr wichtig, dass sie wussten, ich habe dieses ewige Leben. Nicht nur das auf der Welt, sondern auch in Ewigkeit bei Gott. Dass sie das wirklich haben. Er betont ja hier, dann habt ihr Jesus, das Zeugnis in euch, ihr habt es. Wer den Sohn hat, nicht wer das fühlt oder wer irgendwo darüber nachdenkt oder das philosophisch nachempfindet oder wie auch immer, sondern wer den Sohn hat das Leben. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir mit diesem neuen Leben und mit diesem ewigen Leben, dass wir dem fast ein bisschen, ja, wie könnte man sagen, gleichgültig, dass es uns nicht so wichtig ist, dass wir denken, das ist gut. Ich finde es so spannend, wenn wir hier lesen, den Leuten hat das unglaublich viel bedeutet, dass sie wussten, sie haben dieses ewige Leben. Ja, immer wenn wir Johannes lesen, spüren wir, dieses ewige Leben hat mit Beziehung zu tun, hat damit zu tun, mit Gott verbunden zu sein, schon in der Welt, aber auch in der Ewigkeit. Und dann stellt Johannes diesen Gott vor als einen Gott, der Liebe ist, das in Ewigkeit verbunden zu sein mit dem Gott, der Liebe ist. Dann stellt Johannes diesen Gott vor, der Licht ist, in Ewigkeit verbunden zu sein mit diesem Licht. Und dann lesen wir noch all diese anderen Dinge. Und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich durch die Welt laufe, durch den Alltag laufe und es geschehen schöne Dinge, dass das immer so wie ein klitzekleiner Vorgeschmack ist für den Himmel. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Vielleicht ein Sprung irgendwo in einen Pool hinein. Wäre das jetzt was Schönes? War in dieser Woche sicher so, oder? Oder ein so feines Himbeersorbet, erfrischend. Ich hätte Lust auf einen guten Kaffee auch zu trinken, das gibt es ja nachher auch. Oder eine schöne Begegnung oder so. Und ich denke, das ist so ein klitzekleiner Vorgeschmack von dem, was uns in der Ewigkeit erwartet, von der neuen, perfekten Welt, die Gott schaffen will. Und ich denke, es ist so gut, wenn wir das neue Leben, den Himmel, nicht gering achten, sondern wenn wir sagen, egal ob die Menschen denken, es ist eine illusorische Vertröstung oder nur für die Menschen, die es schlecht geht oder so, das Gegenteil ist der Fall. Es ist das Schönste, was es gibt, dass man so eine Zukunftsperspektive haben kann. Gerade wenn wir schauen, was Menschen erzählen, Christen erzählen, denen es nicht gut geht, die verfolgt werden, oder? Für die ist das wirklich ein zentraler Halt im Leben. Für Christen, die irgendwie unter Gewalt leiden, die auf der Flucht sind, die Hunger leiden. Wenn wir da eine Perspektive haben, die über das Leben hinausgeht, ich denke, das ist so wichtig, dass wir in unserer wohlstandsverwöhnten Gesellschaft das nicht gering achten, sondern wissen, das ist eigentlich das Schönste, was wir haben können, diese Perspektive. Und dann könnte man ja sagen, ja gut, aber so weltfremd zu leben und nur an den Himmel zu denken und so weiter, das ist doch auch Blödsinn.
Wir leben ja im Hier und Jetzt. Und es ist schon spannend, dass eigentlich viele Menschen der Überzeugung sind, dass Christen, die diese Ewigkeitshoffnung lebendig in sich tragen, dass das ganz viel Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat. Dazu habe ich ein zweites Zitat, das ich euch vorlesen möchte, von C.S. Lewis, diesem hervorragenden Denker, der sich ganz viele solche Gedanken gemacht hat, in diesem kleinen Buch, Pardon, ich bin Christ, es lohnt sich sehr zu lesen. Er schreibt hier genau über dieses Thema. Wenn Sie in die Geschichtsbücher schauen, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt getan haben, gerade diejenigen waren, die am höchsten von der zukünftigen Welt dachten. Die Apostel selbst, die die Bekehrung des römischen Reiches in Gang brachten, die großen Persönlichkeiten, die das Mittelalter gestalteten, die englischen Evangelikalen, die den Sklavenhandel abschafften, sie alle hinterließen ihre Spuren auf der Erde, gerade weil sie mit dem Gedanken schon im Himmel waren. Erst seit die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. So ein bisschen hart, he? Erst seit die meisten Christen aufgehört haben, an die andere Welt zu denken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Zielt man auf den Himmel, so bekommt man die Erde als Zugabe. Zielt man auf die Erde, so bekommt man keins von beiden. Vielleicht ermutigt ja Johannes gerade deshalb, diese Gemeinden, an die er schreibt, so an diesem neuen Leben am Himmel festzuhalten, weil er weiß, dass das auch unglaublich Auswirkungen ins reale Leben hier und jetzt hat. Deshalb fasst er dann für sie zusammen, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht irgendwie spürt, fühlt, sucht, wie auch immer, sondern damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich möchte euch zum Schluss 3 Möglichkeiten mitgeben, was ihr mit dem Ganzen machen könntet. Vielleicht wurde euch heute ein Stück die Vorfreude auf den Himmel neu geweckt oder ihr denkt, Moll, ich möchte diese Vorfreude auch pflegen. Ich möchte dich ermutigen, bewusst durch die Woche zu gehen und alle schönen Dinge, die du erlebst. Kurz den Gedanken, das ist nur ein klitzekleiner Vorgeschmack des Himmels. Und plötzlich wird der Himmel riesig, lebendig und ja, eine große Vorfreude kommt auch. Eine zweite Möglichkeit, was dein ganz konkreter Schritt sein könnte, wenn du denkst, du bist im Glauben unterwegs, aber es rüttelt oft, es schüttelt, es geht auf und ab, nimm dir dieses Bild mit. Ich werde unten beim Ausgang so ein paar Zahnstocher hinstellen und so kleine Kügelchen mit der Idee, dass jeder mal so einen Gegenstand auf 3 stabilen Pfeilern mit nach Hause nehmen kann. Vielleicht eine Woche aufstellen. Ich habe bei mir draufgeschrieben Himmel oder neues Leben oder Glaube oder was auch immer. Aber es könnte so eine Gedankenstütze sein, wenn man dabei daran vorbeiläuft, zu denken, doch, es steht auf stabilen Beinen. Also eine kleine Bastelaufgabe für nach dem Kaffee trinken, nach Hause nehmen, mal eine Woche aufstellen und sich zu erinnern an diesen Text von Johannes. Steht auf stabilen Beinen. Oder eine dritte Möglichkeit, vielleicht hast du gesagt, ja, diesen Jesus in mir haben, dieses Zeugnis in mir haben, das habe ich ja gar nicht. Und in der Offenbarung 3,20 lesen wir, wie Jesus selber vor der Herzenstür steht und ans Leben anklopft. Und vielleicht spürst du heute dieses Klopfen. Dann möchte ich dich ermutigen, Jesus deine Herzenstür aufzumachen und ihn einzuladen, hineinzukommen. Es kann ein ganz einfaches Gebet sein und ich würde sagen, jeder, der auch Jesus ins Herz eingeladen hat, jeder, der so ein wiedergeborener Christ ist, würde dich sehr gerne auf diesem Weg auch begleiten. Ich möchte zum Schluss zusammen beten. Danke, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du Gott sichtbar und erlebbar gemacht hast, dass es historische Ereignisse gibt, die aber vom übernatürlichen Geist Gottes, von dir Gott persönlich, bezeugt wurden, bestätigt wurden,
wo du übernatürlich in diese Welt hineingewirkt hast. Danke, dürfen wir heute die Bibel lesen und so viele Zeugen auch um uns haben, dieses Zeugnis in sich tragen und dürfen zuverlässig davon hören. Und Gott, ich bin auch froh, dass der Glaube nichts ist, was man naturwissenschaftlich beweisen kann, weil sonst wäre er von der Welt und in der Welt. Aber du, Gott, bist größer als die Welt. Du bist übernatürlich. Du führst über diese Welt hinaus. Und danke, dass wir deshalb diese zuverlässigen Zeugen heute haben dürfen. Ich will dich bitten, Jesus, dass du unser Herz immer mehr öffnest für genau das, was du getan hast. Dass diese 3 Pfeiler in uns wirken dürfen, als ein standfester Grund. Und dass wir diese Tat, die du am Kreuz getan hast, mit diesem Sterben, mit der Auferstehung verstehen dürfen, was da passiert ist. Und danke, Jesus, dass wir dich haben dürfen und deshalb auch die Hoffnung auf dieses wunderbare, ewige Leben. Amen.